Holaré-ri-ti-rü, holaré-ri-ti-rü. Hollarani, yari, yari, hollaria, ho. Hollatrio! Es ist so schön. Es geht. Was können wir von dieser Sendung heute erwarten? Zuerst wird es entspannend, dann kreativ und am Schluss noch heiß. Braucht sich wie heiß jetzt. Dieser Junge ist ein brandheißer Feger. Also schmelzt schon mal dahin, Ladies. Dieser Bengel ist heißer als heiß. Er ist heiß, heiß, heiß! Geil. Ja. Na dann, volle Fahrt voraus. Etwa so wie die Berner Autofahrerin da. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Ordentlich eingefahren ist auch der Besuch von Dani Baumann bei diesen Restaurantbesitzer da. Baumann besucht neu auf Tele Zürich Restaurants, die sich auf die Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown vorbereiten. Hoi. Alles gut. Du hast den Meter gerade in der Hand, hast du schon 2 Meter ausgemessen? Ja. Ha? Das ist viel, 2 Meter, gell? Du erzählst, wie geht's euch? Es wäre einfach schön, wenn sich Baumann auch an die 2 Meter halten würde. Dass die Restaurants wieder offen sind, das ist natürlich mega cool. Endlich kann man wieder sein Feierabendbier geniessen. Endlich wieder am Stammtisch. Wie war es? Die Durchstrecke lang? Ja, es ist noch gegangen. Man hat sie durchgebrungen. Doch wieder gäbig das Feierabend, Kaffee gehen, Kaffee gehen. Saufen! Saufen! Wir haben Kaffee getrunken und dann hat das einen Gewaltsknall gegeben. Und dann haben wir nicht gewusst, ja, was ist. Dann haben wir gemeint, ja, der Blitz hat eingeschlagen. Und dann sind wir dann schauen beim Stobenfenster und dann haben wir gesehen, dass hier ein Lastwagen auf unserem Grundstück liegt. Wirklich? Erzählen Sie mir die Geschichte noch mal von Anfang an. Apropos Unfall, ich gehe mal davon aus, dass der Gesang da auch in dieser Kategorie landet. Du bist sicher das Kigali, ja, so ein herziges Mädchen. Wow. Und wenn du sie gemessen Namen musst haben, Wow. gibt's nur einen, das ist natürlich Corona. Das ist ja der Hammer. Auch bei Germany's Next Topmodel ist in dieser Woche gesungen worden. Da hat zum Beispiel die Schwester von der Liana ihre besten Englisch-Skills auspackt für das. Wenn wir so unterwegs sind in der Stadt, dann machen wir immer so ein bisschen Party und dann singen wir immer dieses Lied von Beyoncé, dieses Lied von Beyoncé. Ich bin schon ein bisschen verschrocken. Ich habe gedacht, yes, das geht. All the Single Ladies. Und ich würde dann halt gerne diesen Refrain oder dieses oh, 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 oh rufen, dass sie es hört. Und ja, dann weiß sie sofort Bescheid. Oh, 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 oh. Das sind dann so die Momente, wo man denkt, ei, 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 ei. Wer noch nicht genug von diesen Momenten gehabt hat für diese Woche, da kommen noch mal ein paar Highlights. I want to congratulate you, Dirk, on all that you've done. Folgende Damen sind da schon ernster drauf. Elektrosensibel, auch wegen der Antenne. Der reagiert auch auf die Antenne. Und also Sie bleiben auf Ihrem Standpunkt. Was haben Sie denn für eine Studie? Oder wie können Sie das belegen? Das ist natürlich der Punkt. Ich habe keine Studie, weil ich habe nicht 20, 30 Millionen, wie die Swisscoms hat. Mir tut das Gesetz da ein bisschen brechen, da ein etwas wegnehmen. Dann tut man noch gewisse Sachen zulassen. Plötzlich hat man eine Diktatur. Wir kommen zum Finale! Oh, Finale! Oh. für euch jetzt zum Schluss der schönste Song, den ihr diese Woche gehört habt. Ach, was sag ich? Der Monat. Wahrscheinlich sogar das Jahr, wenn es nicht der schönste Song von allen Zeiten ist. Es war diese eine Nacht, der Vollmond hat uns angelacht. Dieser magische Moment, den man unbeschreiblich nennt. Wunder sagt man gibt es nicht, doch ich glaub ganz fest daran. Oh Gott. Weil wenn man sich so verliebt, nur von Wunder sprechen kann.